Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Auch wenn die Zeiten ein bisschen anders sind. So, jetzt bin ich gerade ready. Jawohl. Ich gehöre auch zu denen, die den Lockdown satt haben. Ich sehne mich danach, wie viele von euch auch, dass es endlich wieder anders ist, oder? Ich meine jetzt auch mit dem Worship, oder? Kannst du nicht mitsingen, vielleicht mal versteckt unter der Maske ein bisschen beschissen. Aber da auf der Bühne ist nichts mit Singen und so weiter. Und einfach, ja, ich habe es wirklich satt. Und doch glaube ich, dass in allem Schwierigen innen auch die Zeit auch Sachen hat, manchmal versteckt, die positiv sein können. Nämlich etwas davon, wo die meisten von uns eben so erleben, dass alles ein bisschen runtergefahren wird. Oder? Ich habe bis jetzt 3 Reisen und ich habe meiner Frau überlegt, absagen und wir haben so viel freie Zeit. Oder? Und ich denke, diese Zeit könnten wir noch nutzen, um zu überlegen, was wir daraus für nachher mitnehmen könnten. Oder? Vielleicht nicht mehr ganz so schnell durchs Leben hetzen wie bis anhin. Und darum ist unsere Serie «Weniger ist mehr», damit wir uns jetzt Gedanken machen können, wenn wir nachher gleich weiterleben wie voran oder wenn wir vielleicht vom Lebensrhythmus her etwas ändern, damit das Leben irgendwie auch anders wird. Bevor ich dann zu der heutigen Predigt komme, «Weniger Last, mehr Rhythmus», will ich euch einen Witz erzählen. Er passt zur Predigt, das merkt ihr nachher, warum. Und die jüdischen Witze haben es ein bisschen in sich, dass man sie nicht so schnell versteht. Und wenn dann ihr erst während der Predigt anfangen zu lachen, ja, dann ist es so. Sie sind auch ein bisschen speziell geschrieben. Jüdische Witze sind eben jüdische Witze, oder? Und der ist sogar frei für alle Kinder auch. Zu dem Wunderrabbi kommt ein Mann, den das Gewissen drückt. Was hast du für eine Frage? Spricht ihn der Rabbi an. Darf ich, nimmt der Mann das Wort, darf ich am heiligen Schabbat, gelobt sei der Herr, der ihn schuf, darf ich am Schabbat totknicken einen Floh? Könnte man es erst mal lachen. Der Rabbi versinkt in tiefes Sinnen. Nun meint er dann, du darfst ruhig sein, einen Floh darfst du knicken am heiligen Schabbat. Und es ist wirklich keine Sünde, Rabbi? Nein, es ist keine Sünde, einen Floh am heiligen Sabbat zu töten. Bedrückt dich noch etwas? Ja, ich möchte wissen, ob ich auch darf am heiligen Schabbat, ob ich darf totknicken eine Laus. Der Rabbi versinkt wiederum tiefes Sinnen. Dann spricht er, nun, das ist so. Eine Laus darfst du nicht knicken am heiligen Sabbat. Der Mann verfärbt sich und schweigt, steht betroffen da und meint endlich zaghaft, Rabbi, sag mir doch eins, warum ist das eine keine Sünde und das andere eine Sünde? Warum darf ich totknicken am heiligen Schabbat einen Floh und warum darf ich nicht totknicken eine Laus? Darum, erwidert der weise Rabbi, darum, du darfst dort totknicken einen Floh, weil dir ein Floh kann wegspringen am heiligen Schabbat. Aber eine Laus darfst du nicht totknicken, denn die bleibt bei dir. So, was das mit der Predigt zu tun hat, werdet ihr gleich merken. Es war vielleicht vor 25 Jahren, als ich einen Nervenzusammenbruch hatte. Heute würde man sagen, ein Burnout. Ich war eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt. Und in dieser Zeit ist mir klar geworden, so kann ich nicht weiterleben, wie ich gelebt habe. Und ich musste anfangen zu überlegen, was für Werkzeuge gibt es, mich selber zu führen. Selbstführung. Denn wer andere will führen, muss zuerst lernen, sich selber führen, sonst funktioniert es nicht. Und ich habe also ein paar Werkzeuge entdeckt und habe sie angefangen zu implementieren, einzubauen in meinen Alltag hinein. Das Zentralste, was ich sofort angefangen habe umzusetzen, ist das gewesen, dass ich einen Teil von dem göttlichen Lebensrhythmus in mein Leben eingebaut habe. Und ich lese aus 3. Mose 23,3 und wir haben es auch am Screen vorne. Ihr sollt 6 Tage pro Woche arbeiten. Der 7. Tag aber ist der Schabbat. Ein Tag vollkommener Ruhe.
an dem ihr zum Gottesdienst zusammenkommen sollt. An diesem Tag sollt ihr nicht arbeiten. Wo auch immer ihr lebt, sollt ihr diesen Ruhetag für den Herrn einhalten. Ein Tag vollkommener Ruhe. Ich werde heute zuerst über den Schabbat reden und was das mit meinem Leben gemacht hat und wie ich das verstehe. Und dann werde ich euch mitnehmen zu göttlichen Lebensrhythmus, wo ich erst in den letzten paar Wochen entdeckt habe, wie gewaltig das Lebensrhythmus ist, wo Gott uns gibt. Also wenn du gerade sagst, jetzt Schabbat kenne ich abgehackt, warte noch schnell. Es gibt 2 Teile und auch beim Schabbat wirst du Sachen herausfinden, die du wahrscheinlich noch nicht gewusst hast. In den Büchern Mose kommt der Schabbat 25 Mal vor. Weiter geht es in den Chroniken, in den Büchern der Könige, in Nehemia, in den Propheten bis zu Jesus. Überall ist immer wieder die Rede von dem Schabbat. Die Häufigkeit, wo der Schabbat vorkommt, aber auch die Massivität, wie er betont wird, es kommt nämlich oft im Befehlsform. Du musst den Schabbat halten, Punkt. Und Befehl haben wir ja nicht gern. Aber da kommt es im Alten Testament wirklich als Befehl. Die Häufigkeit zeigt mir, wie wichtig Gott der Schabbat ist. Der göttliche Lebensrhythmus von 6 und 1. Warum muss das Gott so fest betonen? Könnte es sein, dass wir Menschen finden, wenn es ein Tag in der Woche von der Ruhe muss sein, dass die Menschen immer gefunden haben, da wird mir etwas gestohlen. Weniger Action, weniger Erlebnis, weniger können verdienen, weniger können irgendetwas machen. Also Menschen haben sich beraubt gefühlt, statt beschenkt. Und darum hat Gott seine Propheten immer beauftragt, Menschen zur Umkehr zu rufen. Ganz stark ein Buch Nehemia. Oder? Der Nehemia, der tut dem Volk Knöpfe ein, wie sie Handelstriebe haben vor den Stadttoren aus und die Stadttore offen haben am Schabbat. In meiner Erschöpfungsdepression hat mich das Wort von Jesus ganz besonders berührt. Markus 2, 27. Und Jesus fügte hinzu, der Schabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Schabbat. Wir haben in dem Witz ein bisschen gehört am Anfang, wie die frommen Juden so einfach so pingelig alles versuchen, was man Schabbat darf und was man nicht darf und so weiter. Und sie machen dann so starke Gesetze, dass sie schlussendlich die wieder umgehen müssen, oder? Aber Jesus sagt, hey, der Schabbat ist gut. Und der Schabbat ist für den Menschen gemacht. Gott, der Schöpfer, hat den Schabbat für dich und mich gemacht. Und ich habe angefangen, den Schabbat wirklich einzurichten. Und das hat mein Leben gerettet. Schabbat kann lebensrettend sein. Der Lebensrhythmus von Jesus war auch geprägt vom Schabbat. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Und so, wie Jesus den Schabbat gefeiert hat oder was er für ihn bedeutet hat, das bedeutet er heute auch für mich. Und ich möchte euch mitnehmen in ein paar Sachen. Das erste ist Begrüßung oder Empfang von der Schabbatbrut. Der Schabbat wird bei den Juden willkommen geheissen und erwartet und ersehnt und begangen, wie wenn eine Brut käme. Die Juden singen ein Lied, das heisst Lecha Dodi. Und in dem Lied, wo man Schabbat singt, heisst es: Auf, mein Freund, der Braut entgegen, den Sabbat wollen wir empfangen. Jeder Schabbat wird wie eine Brut willkommen geheissen. Wenn du in Israel in Hotels bist, dann hast du oft am Schabbat natürlich teilweise sehr religiöse Juden, die machen das, zelebrieren das dann mit dem weißen Tischtuch und alles. Und die anderen, nicht so religiösen, feiern es auch, die tun einfach eine Serviette auf den Kopf, weil sie keinen Hut haben. Also dann nehmen sie die Serviette auf den Kopf, dann wird das Lied gesungen und dann ist der Schabbat da. Aber was für mich zentral ist, der Schabbat wird willkommen geheissen wie eine Brut. Verstehst du das? Wie eine Brut. Der Freitag, die Ruhe, das zur Ruhe kommen, wird wie eine Brut willkommen geheissen.
Das hat Jesus gemacht. Das Zweite ist Zeit in der Familie oder Zeit mit Freunden. Am Schabbat ist vor allem Zeit in der Familie und Zeit mit Freunden. Im Judentum wird der Tisch schön deckt mit weißem Tischtuch. Es gibt Kerzen. Es wird gefeiert mit Freunden oder in der Familie. Das nächste ist der Besuch für die Synagoge. Kein Schabbat ohne Besuch von der Synagoge. Jesus ist immer am Schabbat, wie wir lesen, in die Synagoge gegangen, in Gottesdienst. Und das vierte ist die Sache mit dem Schabbatweg. Schabbatweg ist die Grenzung, wie weit man laufen darf am Schabbat. Eigentlich etwa 1 Kilometer darf man laufen, sagen die Weisen. Es steht nicht in der Bibel. Es steht nicht in den Gesetzen, wie weit. Das heisst einfach ein Schabbatweg. Oder heisst, du sollst bei deinen Zelten bleiben, heisst. Und dann haben die Weisen überlegt, was heisst das bei den Zelten bleiben, oder? Und dann ist es so, dass du im Schabbat haben sie herausgefunden, etwa 1 Kilometer darfst laufen. Ausser die Synagoge, dort darfst du so weit gehen, wie du willst. Also herzlich willkommen in der Kirche. Wenn ihr nicht daheim bleiben. Und ja, also 1 Kilometer, oder? Und jetzt ist es ein bisschen schwierig geworden, dass man nur 1 Kilometer gehen darf. Und dann hat man sich überlegt, ja, was macht man jetzt, wenn man weiter gehen will? Dann gehst du am Donnerstag, laufst schnell den Kilometer und du steht ein bisschen zu essen an, oder? Das heisst, ich habe da gewohnt, oder? Dann kannst du am Schabbat bis da anlaufen und von da an einmal 1 Kilometer, oder? Und wenn du noch weiter musst gehen, musst du halt nochmal Essen an tun, dann kannst du nochmal 1 Kilometer gehen. Etwa so versucht man dann, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Aber ich habe entdeckt, dass es enorm wichtig ist, die Anordnung, dass man bei dem Zelt bleiben soll. Schabbat feiern und trotzdem müssen alles machen. Alles erleben. Alles suchen. Da hingehen, dort hingehen, das machen, dieses machen. Das Wort Gottes redet von Ruhe. Und meine Frau und ich haben das implementiert in unser Leben, dass wir wirklich angefangen haben, Ruhe zu haben. Das ist für uns nicht eine religiöse Pflicht, sondern es ist uns eine Frage der Ruhe. Und zwar ist es noch spannend, und das finde ich ganz gewaltig, dass der Schabbat ist immer von Abend bis Abend. Und das ist nicht unwichtig. Versteht? Ich weiss nicht, Geschäftsleute von uns und vielleicht auch andere, am Sonntagabend ist es mir immer so gegangen, da denke ich am nächsten Tag, oder? Da fängt man an zu überlegen, was mache ich jetzt morgen und wie ist das und so weiter und so fort. Und darum habe ich entdeckt, dass der Schabbat von Abend bis Abend geht. Das heisst, jetzt mein Schabbat als Pastor geht vom Sonntag, Nachmittag oder Abend mit einem schönen Essen, heute gibt es Schweinsfilet, und vom Grill. Und das ist Feiern, oder? Und dann am Montag, so gegen die 5, 6, dann kannst du wieder anfangen, arbeiten, wieder denken und so. Probiert das mal aus. Ist im Fall ein Segen. Den Lebensrhythmus bewusst gestalten. 6 und 1. 6 Tage arbeiten und 1 Tag Ruhe verändert unser Leben. Lehr das auch deine Kinder. Die Kinder sind heute so gestresst. Musikschule, Sport, weiss ich was, alles, Nachhilfeunterricht, alles, was da muss sein. Das wissen viele Eltern, die ihre Kinder herumfahren mit dem Auto von A bis C und D und E. Versucht auch, eure Kinder da nie zu nehmen. Ein Stück Ruhe am Schabbat. Meine ältere Tochter hat einmal versucht, in der Familie handyfreie Zone zu machen am Schabbat, oder? Am Sonntag, aber es hat nicht so funktioniert, glaube ich, auf die Länge. Aber trotzdem, das wäre auch eine Möglichkeit. Überlegt euch, wie könnt ihr den Schabbat gestalten? Und das gilt auch für Pensionierte. Ich bin jetzt ja so teilpensioniert, oder? Und ich habe gemerkt, Pensionierte sind oft so gestresst. Und sie fragen sich, ja, ich bin mehr gestresst als voran, oder? Aber das hat einen Grund. Sie haben keinen Lebensrhythmus mehr. Sie haben immer das Gefühl, ich sollte dann noch, aber jetzt habe ich ja doch frei und so weiter. Und wenn Pensionierte Lebensrhythmus implementiert in ihrem Leben, wird auch ihr pensionierte Leben ein bisschen freier. Gut. Ich möchte euch mitnehmen
Das Wort Gottes, 3. Mose 25. Und zwar ab Vers 3 und 4. 6 Jahre lang sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre lang deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr soll ein Schabbat der Ruhe für das Land sein, ein Schabbat für den Herrn, an dem du dein Feld nicht besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden sollst. Jetzt haben wir also vorhin den Schabbat gehabt, 6 Tage und den 7. frei. Und jetzt geht es darum, um das 7. Jahr. 6 Jahre sollst du säen, sollst du pflügen, sollst du arbeiten. Und im 7. machst du nichts, du darfst nicht säen. Lass einfach das Land, wie es ist. Das ist das Erste. Dann gehen wir zu Vers 8. Und du sollst 7 Sabbatjahre zählen, 7 mal 7 Jahre, sodass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre ausmacht. Vers 10. Ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung im Land ausrufen für alle, die darin wohnen. Es soll ein Halljahr für euch sein. Da soll jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Sippe zurückkehren. Also in dem göttlichen 7er Rhythmus gibt es 7. Jahr, wo man das Land ruhen lassen und selber auch zur Ruhe kommt, auch zum Nachdenken kommt. Und dann 7 mal 7 Jahre, 49 Jahre, ist ja das sogenannte Erlass- oder Halljahr angeordnet gewesen, wo alles, was man hat müssen, in den Mauern in einem Dorf oder in einer Stadt war, das hat nicht dazugehört. Aber alles, was draussen war, Ländereien, Landwirtschaft, Land, wenn man das hat müssen verkaufen innerhalb von diesen 7 mal 7 Jahren, weil man verarmt ist das wieder zurückgekommen zu Sippen. Wäre es zurückgekommen zu Sippen? Nun ist das gar nie umgesetzt worden, wo Gott gesagt hat. Aber man muss sich vorstellen, was heute abgeht, wenn all 50. Jahr das, was verkauft worden ist, wieder zurückkommt. Es gibt keinen Grossgrundbesitzer. Es gibt keinen Hunger. Wie gewaltig hat Gott das da innen schon angeordnet. Der 7er Jahresrhythmus hat viele Philosophen, Psychiater, Ärzte inspiriert. Und da gibt es einen Philosoph, der heißt Solo, der hat gelebt 640 bis 560 vor Christus. Das ist so der erste, den man weiss, der vom 7er Jahresrhythmus redet. Leider haben wir Christen das wie verloren, zu überlegen, den 7er Jahresrhythmus, und darum haben sie die Esoteriker genommen. Wenn ihr also geht, im Internet schaut, 7er Jahresrhythmus, dann seht ihr ganz viele esoterische Sachen. Also Esoteriker und so weiss ich was, Naturforscher und so, die empfehlen den 7er Jahresrhythmus. Und ich habe mir gesagt, ich will das wieder zurückhaben. Ich möchte euch jetzt so einen 7er Jahresrhythmus vorstellen, durchs Leben durch. Und möchte dich fragen, in welchem Jahresrhythmus, Lebensrhythmus lebst du, wenn ich das jetzt vorlese? Ist aber keine starre Einteilung. Du bist vielleicht ein bisschen in einem anderen Ort, es ist vielleicht 4 Jahre früher, 4 Jahre später, aber trotzdem, es hat mich total fasziniert. Und ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, in welchem Bereich von dem 7er Jahresrhythmus, dass ich gerade stehe im Moment. 0 bis 7 Jahre, das kann man sagen, ist die Zeit der Geborgenheit des Menschen. Bezugsfeld ist Familie. Man erlebt Geborgenheit in der Familie, wenn es eine Familie da ist. Die Grundform des Körpers wird da so gebildet. 7 bis 14 fängt die Periode an von der Ablösung. Man geht in die Schule, man fängt sich an, als Kind ablösen von den Eltern. Je nachdem. Jetzt kommen wir schon langsam in die Gegend von Einzelnen von euch. 14 bis 21, kann man sagen, ist die Zeit der Neugier. Die Zeit, wo man die grosse Freiheit ausprobiert, wo man etwas wagt. Die
die Zeit der Geschlechtsreife. Und jetzt sind wir definitiv bei uns. 21 bis 28 ist die Zeit der Suche. Berufsgestaltung, Beziehungen stehen im Vordergrund. Wir lernen unsere Sehnsucht und Wünsche kennen, lassen sie Realität werden. Wir suchen, wir finden die Zeit der Suche. 28 bis 35 kann man sagen, die Zeit der Bewährung. Das Leben nimmt Fahrt auf. Es ist die aktivste und leistungsstärkste Phase. Und da in diesem Alter werden verschiedene Weichen gestellt. Und jetzt 35 bis 42. Wer gehört von euch dazu? Niemand? Die Hei? Ah, wohl, ja, du bist 35 bis 42. Also, du bist im Zeitalter der Reflexion, oder? 35 bis 42 ist so der 7-Jahres-Abschnitt, wo man sich reflektiert. Es ist Zeit für eine erste Standortbestimmung. Wir fragen uns, wo stehe ich? Wo will ich noch hingehen? 42 bis 49, darf ich fragen, wer ist da drin? Es ist schon ein bisschen mehr. He? Das ist die Zeit der Abgrenzung. Kämpfe mit uns selber oder mit dem Partner. Menge orientiert sich in dem Zeitabschnitt nochmal neu. Und Freunde, die jetzt da drin sind, da ist die Zeit der Midlife-Crisis. Und viele Menschen verstehen das nicht. Sie haben das Gefühl, die Kirche ist schuld und das ist nicht gut und das ist nicht gut und die Frau ist nicht gut, der Mann ist nicht gut und überhaupt alles zusammen, oder? Aber wenn wir uns überlegen, in welcher Phase wir sind und wenn wir nicht flüchten vor dieser Phase, wo wir sind, verstehen Sie das? Ihr wisst ja, wie das ist. Dann gratuliert man jemandem zum 60. Geburtstag und sagt, dann muss man nicht gratulieren, ich fühle mich gar nicht so. Alle wollen jünger sein. Und die Jungen, ganz Jungen, wollen älter sein. Und verpassen dabei die Phase, wo sie drin stehen. Und der Phase entsprechend ihre Weichen zu stellen. Und über das Leben nachdenken. Was war die letzten 7 Jahre gewesen? Und wo geht es die nächsten 7 Jahre hin? Und zu verstehen, dass man halt wirklich so eine Midlife-Crisis früher oder später bei dieser Spanne hineinkommt. Ich habe so viele Menschen erlebt, die nachher sagen, ja, weißt du, der Glaube sagt mir nichts mehr. Und ja, weißt du, die Kirche macht es nicht richtig, zu wenig Tiefgang, darum habe ich auch nicht so Tiefgang. Und ja, weißt du, meine Smallgruppe und all das. Pass auf. Überleg dir, ob du in dieser Phase hinein bist. Und es vielleicht ganz einfach mit dir zu tun hat. Und es darum geht, in dieser Phase hinein, dich zu fragen, wo gehe ich weiter? Es ist noch verrückt, dass viele Scheidungen in diesem Zeitabschnitt passieren. Nochmal Karten neu mischen. Nochmal ausbrechen. Wenn man aber weiss, wo man drin steht, kann man die richtige Entscheidung fällen. 42 bis 49 Abgrenzung. 49 bis 56, wer ist da? Die Skiwerfer sind so stark gewesen, nicht gut. Das wäre also die Zeit vom Weitblick. Aus dieser Krise heraus, Midlife Crisis, gehen wir gestärkt hervor und wissen jetzt eher, was richtig ist und was nicht. Also, wenn du jetzt gerade in einer Midlife Crisis bist, oder? Das nächste kommt. Freu dich darauf. Weil, wenn du die Zeit aushaltest, wirst du deine Weichen richtig stellen für die Zukunft. 56 bis 63 ist die Zeit der Leichtigkeit. Jetzt nicht ganz für alle, ich weiss, man muss sich manchmal heute ganz besonders im Beruf beweisen. Aber trotzdem, wenn man jetzt nicht zu denen gehört, wo man schauen, dass sie noch anmögen, ist es die Zeit, wo man sagen kann, und das war bei mir so, ich muss den anderen nichts mehr beweisen. Oder? Ist gut. Ich muss nicht immer noch zeigen, wer ich bin. Ich muss nicht noch mich mehr vorstellen, wer ich bin. Also die Zeit der Leichtigkeit. Dann 63 bis 70, Halleluja. Wer ist mit mir in diesem Alter? Ah, wunderbar. Haben die auch aufgestreckt? Gut. Das ist die Zeit der Erneuerung. Es ist nochmal eine Erneuerung. Es sind nochmal Umwälzungen da.
Es ist AHV-Teenager, oder? Du kannst nochmal neue Sachen gestalten und so weiter. Und dann sagen die Leute, nein, jetzt komme ich mit AHV, ich bin nicht pensioniert. Halleluja! Musst ja nicht gerade machen wie die ich in Marokko getroffen habe, mit Hunderten von riesigen Wohnmobilen und dann alle verschrumpfelte Haut, hocken sie da draussen und lassen sich brünen und gehen alle ins gleiche Restaurant, reden alles mit den gleichen Leuten, gehen von Campingplatz zu Campingplatz und nach 6 Monaten, wenn nicht gerade Lockdown ist, gehen sie wieder heim, oder? Ich meine, du kannst das Leben geniessen. Du kannst es neu ordnen, du kannst überlegen, was mache ich jetzt in diesem Alter. Oder? Es ist eine super Phase, ich sage es euch. Ich glaube es nicht. Gut. Dann gibt es 70 bis 77, ist jemand da. Es ist die Zeit vom Rückschau. Zurückschauen aufs Leben. Haben ihr auch schon mit Leuten geredet in diesem Alter? Die reden sehr viel von ihrer Kindheit. Sie schauen zurück auf ihr Leben. Und wenn Gott dir noch ein bisschen mehr Alter schenkt, 77 bis 84, Zeit von der Weisheit, das Leben, Erfahrungen als ein Schatz, wo du anderen Menschen, vielleicht schon früher, aber spätestens dann, kannst weitergeben. Vielleicht Enkel auf die Knie nehmen und sagen, so ist es mir auch gegangen. Und ich habe das so und so gemacht. Oder Gott, die Mädchen, oder wer auch immer. Und dann kommt noch 84 bis 91, wenn der Gott das auch noch schenkt, ist die Zeit vom Loslassen. Nicht mehr kämpfen, nicht mehr drängen. Das Leben ist jetzt dann vorbei. Und wir können anfangen, loslassen. Das ist noch verrückt, oder? Mit diesen Selbsttötungen, oder? Mit dem früher aus dem Leben rausgehen. Wir verpassen dann so Phasen im Leben. Freunde, es ist ein göttlicher 7er-Rhythmus im Leben. Noch etwas dazu. Wenn du mal willst, über dein Leben nachdenken, vielleicht auch als Seelsorge mit jemandem darüber reden, mach das in 7er-Abschnitt. Überlegt, was war 0 bis 7-jährig? Was war 7 bis 14-jährig? Was war 14 bis 21-jährig? Was ist dort schief gelaufen? Was ist dort gut gelaufen? Wo gibt es etwas zu vergeben? Wo gibt es etwas aufzuräumen? Wo gibt es etwas dankbar zu sein dafür? Freunde, der 7er-Rhythmus ist etwas Göttliches. Der Solo und andere haben dann auch auf die körperliche Entwicklung umgemünzt. Auch da kann man ein 7er-Rhythmus sein. Aber da sind wir dann schon wieder beim Rudolf Steiner und dort wollen wir gar nicht hin. Aber wie wir den Regenbogen uns geklaut haben, lassen wir es andere uns auch nicht klauen, oder? Denkt darüber nach. Ich habe die Predigt jetzt schon 2-mal halten, im Wasserstoff, in Winterthur, und habe gemerkt, wie da auch neue Gedanken einmal aufkommen. Überlegt euch, wo ihr sind. Und letzten Mittwochmorgen in der Mannesmalgruppe bei uns haben wir über das geredet und es hat eine enorm gute Diskussion gegeben. Ich habe den Mann gefragt, und in welcher Phase sind eure Frauen? Und eure Kinder oder eure Teenager? Kommen wir zum Schluss. Weniger Last, mehr Rhythmus und lesen euch Jesaja 58,13. Achtet den Schabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, der mir, dem Herrn, gehört. Ich wünsche euch viel Freude beim Entdecken vielleicht oder neu entdecken oder neu umsetzen vom Schabbat. Als Eltern und Jüngere, als Mutter und Vater. Am Schabbat gehen meine Frau und ich meistens so am Schabbat laufen und dann kommen immer die stärksten Gespräche über unsere Ehe, oder? Meine Frau fängt dann an, oder? Und ich habe mich schon gefragt, ob das am Schabbat nicht verboten sei. Gut. Darf ich euch einladen zum Aufstehen fürs Gebet? Allmächtiger Gott, du hast deinem Volk, und wir gehören dazu, das göttliche 7er-Rhythmus gegeben. Und ich habe geträumt davon, also
in meinen Augen träumt, wie es wäre, wenn man das 50. Jahr noch ein Halbjahr wäre oder man das umsetzen würde. Wie viel weniger Not und Leid das gibt. Und ich danke dir, allmächtiger Gott, dass du so geniale Gedanken über dein Geschöpf hast. Und hilf uns jetzt in unserem Leben umzusetzen, was es für uns heisst. Danke dir für deine guten Ordnungen. Allmächtiger Gott. Ich danke dir, Jesus, für das Wort, das du gesagt hast. Der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Danke dir, allmächtiger Gott, für das gute Geschenk. Amen. Ich habe noch einen Gedanken, dürfen wieder absitzen. Wie wäre es, wenn man alle 7 Jahre eine Woche sich nehmen, um über die letzten 7 Jahre nachzudenken? Was ist gut gelaufen, was nicht? Und für die nächsten 7 Jahre überlegen, wie will ich sie gestalten? Jetzt ist die Möglichkeit fürs Gebet. Im Internet hat es so einen Gebetsbutton. Der funktioniert heute nicht, aber ihr könnt das Telefon nehmen und anrufen. Es ist jemand am Telefon, der für euch betet. Und da vor Ort, Privileg, ihr dürft rausgehen und dort zum Gebet gehen. Wir haben jetzt noch Zeit vom Worship, da können wir nachdenken über die Predigt, wir können nachdenken über den Text der Lieder. Wir können einfach mit Gott zusammen sein, auch wenn es jetzt halt im Moment aber Leinwand ist. Aber ich danke der Band, die das vorher aufgenommen hat in den letzten Tagen. Kommt, wir gehen in die Gegenwart von Gott.